wenn wir heute uns über den Heiligen Geist unterhalten, dann ist es klar, ohne diesen Geist Gottes gibt es kein Leben. Amen. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber Jesus sitzt zu Rechten vom Vater. Sagt uns die Bibel, er ist aufgefahren und hat zu Rechten Platz genommen als Vermittler eines neuen Bundes. Der ist viel besser als der alte Bund. Der neue Bund wird von diesem Blut des Lammes bestätigt. Und er gibt uns bedingungslosen Zugang zu dieser Vaterliebe eines Gottes, der von Anfang an gesagt hat, ich will eine größere Familie. Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Und ich weiß nicht, ich habe so viele Gespräche an dieser Jesus First schon mitbekommen, involviert gewesen. Ich kann euch etwas sagen. Nach 20 Jahren Nachfolge diesem Christus, ohne eine Berührung und immer wieder neuen Berührungen mit dem Geist Gottes und der Liebe des Vaters ist es unmöglich, ein bewässerter Garten zu bleiben bis ins hohe Alter. Wir brauchen die Begegnung mit ihm. Johannes 7 heißt es, Vers 38 und 39, Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie es in der Schrift heißt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Mich hat es berührt in der ersten Session von Leo, wie viele Decisions gemacht worden sind hier vorne. Und ich habe gespürt im Geist, aufrichtige Umkehr. Da, Jesus, du kannst mein Leben haben. Du bist prädestiniert, dass der Heilige Geist dein ganzes Sein erfüllen will. Und dieser Geist ist ein Geist, der alle unsere Bereiche unseres Lebens bestimmen will. Im Galater 5 gibt es eine schöne Stelle, die sagt, da wir jetzt durch den Geist Leben haben, mögen wir auch unser Leben durch diesen Geist ordnen. Und es ist weniger schwierig, als du denkst. Ich habe mir Gedanken gemacht, was gibt es für Dinge, die diesen Geist Gottes anziehen? Verstehst du, dieser Geist Gottes ist nicht etwas, das da irgendwo im luftleeren Raum herumschwirrt, dass man dann am Sonntag noch so wie eine Kette noch zeigt. Und dann hat man vielleicht noch die Gabe, in neuen Zungen zu sprechen und sagt, ja, das kann ich dann auch noch. Und ich sehe nur da, das sind alle meine Emblems. Der Geist Gottes hat eine Aufgabe in unserem Leben. Uns zu führen in die Anbetung diesem Lamm Gottes. Weil Christus selbst sagt, er wird mich verherrlichen. Und dieser Geist Gottes will wirken durch uns und uns Kraft geben, damit die Schrift lebendig wird. Das ist nicht ein totes Buch. Das ist nicht nur Logos, ein geschriebenes Wort. Das ist Rema. Auch dieses Wort zusammen mit dem Geist Gottes ist die größte Dynamitsprengkraft, die es in einem Leben gibt. Weil du kannst dich auf diese Schrift zu 100% verlassen. Gegen allen Deconstruction und allen Theologien, die dir sagen wollen, man muss dann das noch ein bisschen in unsere Zeit umschreiben. Dieses Wort ist zeitlos und wird noch bestehen, auch wenn wir nicht mehr da sind. I have to say, I like this preaching. Freunde, was ich mir wünsche,
ist, dass wir diese bewässerten Gärten sind für die Menschen um uns herum. Du bist prädestiniert, ein Träger seiner Gegenwart zu sein. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich mit euch teilen möchte, die so entscheidend sind, diesem Geist Gottes Raum zu geben. Dieser Weg zu diesem Kreuz, wo alles Leben fließt, wo unser König Mensch geworden ist für dich und mich, einen Weg gemacht hat aus der Sünde in Gerechtigkeit und Gnade. Das ist etwas, das ist anziehend für diesen Geist Gottes. Also wenn du merkst, in deinem Leben befinden sich Blockaden, du kannst es vielleicht nicht mal richtig benennen, dann führt dieser Weg nur über dieses Kreuz. Nicht viele Wege führen nach Rom. Ein Weg führt durch dieses Lamm hindurch in eine Freiheit des Geistes, die dich ein freudiges und hoffnungsvolles Leben in dieser heutigen Zeit leben lässt. Aber der Weg ist klein. Es ist ein kleines Türchen, wo du durchgehen kannst. Dieses Lamm geschlachtet für uns alle. Und wir gehen und wir bringen ihm all das, was in unserem Herzen noch nicht stimmt. Freudig bringen wir es an dieses Kreuz. Und dieser Tausch findet statt. Und der Vater hat gute Gaben für dein und für mein Leben. Weißt du, was zieht dieser Geist Gottes auch an? Wenn wir Vergebung aussprechen. Ich möchte dir sagen, wir haben tausende Geschichten hier drin. Kleiner Spoiler, Menschen verletzen Menschen. I'm sorry, it's true. Wir sind alles nur Menschen. Wir alle haben schon Dinge gesagt und getan und gemacht, die nicht in Ordnung waren, wo wir andere Menschen verletzt haben durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und das passiert immer wieder, manchmal absichtlich, manchmal nicht absichtlich. Aber wenn unser Blick geschärft ist auf dieses Kreuz und wir verstehen, dass es nur ein Opfer gibt und das ist Christus, dann werden wir befähigt zu vergeben. Und es ist nicht optional im Reich Gottes. Du darfst nicht dein eigener König bleiben, sondern du gibst das Recht auf, nicht zu vergeben. Und das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil er offenbart Christus und seine Liebe. Und darum ist es wichtig, diese Liebe zu empfangen. Paulus sagt in Epheser, er sagt, betrinkt euch nicht mit Wein, aber lasst euch kontinuierlich füllen mit dem Geist Gottes. That's called the new wine. Das ist der neue Wein. Das ist das Betrunkensein in der Liebe des Geistes. Freunde, das ist nicht ein Spiel. Empfang diese Liebe, er will sie dir schenken. Es ist besser als der beste Rausch. Du hast mich in dein Weinhaus geführt und mein Banner über dir ist Liebe. Hohelied 2,4. Amen. Ich will in das Weinhaus meines Gottes. Weißt du was? Es ist das Freudigste in einer Welt, die denkt, wir sind am Abgrund und alles geht den Bach runter. Ich habe das Ende dieses Buch gelesen. Wir gewinnen. Amen. Jesus! Versteht ihr? Johannes 8 sagt klar, der Teufel ist ein Lügner und in ihm ist keine Wahrheit. Lerne zu vergeben. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und es tut weh und Tränen sind erlaubt. Aber wenn du Vergebung an diesem Kreuz aussprichst für alles, was dich bedrückt, sage ich dir, hat der Heilige Geist Landungsspielraum, Räume deines Herzens und deiner Seele einzunehmen, wo du gedacht hast, es könnte kein Licht mehr hineinkommen. Du wirst es heute Abend erleben. Weißt du, was zieht der Heilige Geist auch an? Großzügigkeit.
Großzügigkeit mit deiner Zeit, Großzügigkeit mit deinen Finanzen, Großzügigkeit mit deinen Begabungen. Jesus war ein Geber und deshalb sind wir es auch. Du kannst nicht selbstzentriert leben und sagen, du bist ein Nachfolger von Christus. Jeder, der so leben will wie Christus, soll dir sagen, folgt ihm nach, so wie Christus gelebt hat. Eine challenging Statement, also was heißt das? Nein, es heißt, es ist eine Einladung, diesem Meister zu folgen. Ich will von Jesus lernen. Jesus ist so anders als ich. Jesus denkt anders. Das Reich Gottes funktioniert anders, als mein Verstand oft funktioniert. Und darum brauche ich ein Vorbild. Und Jesus sagt in Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich möchte euch Ruhe schenken und lernt von mir. Mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich möchte euch einladen, wir wollen von diesem Christus lernen, großzügig zu sein mit allem, was er uns gegeben hat. Und du bist eine Landebahn für die Gegenwart von Gott in deinem Herzen. Dieses Wort ist der Atem Gottes. Dieses Wort hat den Geist eingeatmet. Über Jahrtausende geschrieben, mit nimmer erlöschenden Botschaften der Wahrheit, der Sprengkraft. Versteht ihr, liebe Freunde, das, was da drin ist, darauf kannst du dein Leben bauen. Ich war einmal jung, jetzt bin ich alt, aber ich habe nie gesehen, dass der Gerechte verlassen worden wären von diesem Gott oder meine Kinder um Brot bitten hätten müssen. Nein! Weißt du warum? Dieser Heilige Geist ist vertrauenswürdig. Es gibt keinen treueren Gott als diesen Geist Gottes. Der Sprücheschreiber hat gesagt, lass Weisheit meine Schwester sein und Einsicht mein bester Freund. Das ist dieser Geist Gottes, der dein Leben erquicken will in einer Art und Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Ich glaube, dass du heute Abend eine Begegnung mit der Gegenwart Gottes haben, die dich brandmarkt fürs Leben. Versteht ihr, wir brauchen das. Ich bin der Erste, der mich auf den Altar legt. Weißt du warum? Ich habe Aufgabe und Dinge, die der Vater von mir verlangt und ich brauche dieses Feuer, um ihm nachzufolgen. In einem Moment geht es weiter mit dieser Message vom letzten Jesus First Camp. Jesus First ist für uns aber viel mehr. Wir erleben immer wieder, wie viele junge Menschen Jesus an erster Stelle stellen und ihr Leben hingeben, dass Jesus groß wird. Und ich lade dich ein, Teil dieses Moves zu sein, der durch Europa fegt. Es ist wirklich eine Quiet Revival, eine stille Erweckung, die stattfindet. Und wir erleben das. Und sei Teil davon und setze Jesus auch an erster Stelle in deinem Leben. Und mach's konkret. Geh in eine Kirche, klinke dich Vollgas mit ein. Und jetzt lade ich dich auch ein, komm ans nächste Jesus First Camp. Sei dabei, weil wir sehen, wie Gott so krasse Dinge in jedem Leben tut von jeder Person, die da ist. Nächstes Jesus First Camp, vielleicht mit dir. Lukas 3,16 heißt es, auf diese Frage antwortete Johannes, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Versteht ihr, ich weiß nicht, wie dein Leben momentan ausschaut. Du hast sicher Bereiche in deinem Leben, die sich anfühlen wie eine Wüste, wie ein Schlachtfeld, wie ein Trümmerhaufen. Und ich kann dich ermutigen, wir alle haben diese Bereiche in unserem Leben. Aber kann ich dich noch mehr ermutigen mit einem Wort aus der Schrift, aus dem Prophet Jesaja. Jesaja 44,3. Denn ich werde Wasser auf die Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und mein Segen über deine Kinder ausgießen. Das ist das, was Gott tun will in deinem Leben. Er will diesen Geist der Liebe, der Annahme und des Feuers geben, damit du
auch nach 20 Jahren ein bewässerter Garten bist, der gute Früchte hat für dein und für das Leben der Mitmenschen um dich herum. Versteht ihr? Ihr geht jetzt wieder nach Hause dann in 2 Tagen oder morgen reist ihr ab und ihr werdet euch daran erinnern an diese Jesus First Conference. Ihr habt vielleicht brutale Entscheidungen getroffen, ihr habt Begegnungen gehabt mit der Liebe Gottes. Darf ich euch ermutigen, die Nachfolge, diesem Christus zu dienen, hat einen Preis. Leider oft nicht angesprochen, weil wir denken, wenn wir im Willen Gottes laufen und in der Kraft des Geistes unterwegs sind, werden alle Dinge so herauskommen, wie wir glauben, dass es uns zum Besten dient. Aber ich kann dir versichern, in deinem Leben mit Christus, in deiner Nachfolge werden Dinge passieren, weil der Teufel ein Lügner und ein Räuber ist. Aber es ist nicht das Ende. Und weißt du warum? Weil wir gestorben sind für uns selber. Und das ist ein Statement, das wir machen müssen, liebe Freunde. Es geht nicht darum, groß rauszukommen. Es geht nicht darum, mal ein gesehener Pastor zu sein. Es geht darum, dass wir verstehen, dass er der Erste in allem sein darf. Je weiter du in die Herrlichkeit hineintauchen willst, dieser Gegenwart des Heiligen Geistes, je weniger kannst du mitnehmen. Und das ist auf beiden Seiten. Das ist auf der Seite, wo der Heilige Geist dich ermutigt, deine Sünden an diesem Kreuz zu lassen und zu überwinden. Genauso auf der anderen Seite. Deine Gaben und Talente beeindrucken Gott nicht. Er hat sie dir ja sowieso gegeben. Wir müssen verstehen, dass es darum geht, Menschen zu werden, die diese Krone immer wieder täglich zu Füßen dieses Lammes legen. Weil da kommt wahre Kraft, liebe Freunde. Kann ich euch etwas sagen? Nach 20 Jahren Nachfolge, gewinnen oder verlieren ist im Reich Gottes genau dasselbe. Es geht nicht um das Gewinnen oder Verlieren, es geht darum, dass er der Erste in allem ist. Weil der Teufel wird dir einen Streich spielen, wenn du noch relevant bist und König deines Lebens. Als ich vor dieser JFC am 29. hierher kam, habe ich einen meiner besten Kühe eingeschläfert. Und es hat mich etwas gekostet, es hat mir wehgetan. Und mein Gebet war: Vater, ich danke dir, dass du mich beschützt hast, dass der Teufel uns nicht noch mehr geraubt hat. Und ich ging und am 30. voll Enthusiasmus in diesen Workshop des Sprachengebets hinein. Und eine Stunde vorher schreibt mein Vater mir, ein sehr wertvolles Embryo-Kuhkalb ist tot zur Welt gekommen. Ein nächster Schlag in die Gürtellinie. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich hatte Freude in meinem Herzen, weil ich weiß, es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren. Meine Seele hat gesagt: Vater, danke für alles, das wir durchgehen dürfen, weil der Vater hat das letzte Wort. Der Teufel ist ein Lügner und er hat gesagt, er wird mir einen Tisch bereiten im Angesicht meines Feindes. Er will uns unsere Freude, unsere Liebe und unsere Hingabe rauben. Aber wir lassen es nicht zu. Liebe Freunde, wir lassen es nicht zu. Wir lassen uns das nicht rauben. Ihr seid eine Generation, wir gehen durch. Wisst ihr, was mein größter Wunsch wäre? Bitte vergisst mein Name möglichst schnell.
wenn ihr nur diesen Christus in den Augen behaltet. Was meint ihr, 20 Jahre mit diesem Feuer im Herz, wo ich nicht einmal etwas dafür kann? Weil Gott mich liebt, liebe Freunde. Und Gott liebt dich genauso. Er hat einen Plan für dein Leben. Bitte stirb heute. Bitte stirb zu dir selber und zu deinen Plänen deines Lebens. Ich kann dir sagen, die freiste Ort, wo du sein kannst, ist, wenn du dich auf diesen Altar legst und sagst, bitte Vater, verbrenne alles. Ich möchte für deine Herrlichkeit leben. Weil eins kann ich dir sagen, wir alle kommen nicht lebendig aus diesem Leben hinaus. Ich weiß, du wolltest vielleicht eine interessantere Message hören. Liebe Freunde, glaubt mir eines. Ich gebe euch diese Message, weil ich euch von Herzen liebe und weil ich mir wünsche, dass ich euch in 10 Jahren, in 20 Jahren wie bewässerte Bäche sehe, die leidenschaftlich für die Gemeinschaft der Heiligen lebt, die freudig an diesen Thron tritt und sagt, der Teufel hat mich ab und zu besucht und mir etwas geraubt, aber meinst du, er nimmt mein High Praise weg? Nein, das hat er nicht verdient. Ich kann dir eins sagen, im Himmel ist es unglaublich einfach, dich niederzuwerfen und dieses Lamm anzubeten. Heute gibt dir der Vater die Möglichkeit, in deinem Schmerz, in deinen unbeantworteten Fragen, in deiner Schwierigkeit, ihm ein High Praise zu bringen, der dich etwas kostet. Das wirst du nie mehr die Möglichkeit haben im Himmel. Aber heute hast du es. Und wenn du, hey, ich kann euch eins sagen, wenn du zu dir selber stirbst, es ist der freiste Platz in deinem Leben. Dieses Jahr hat meine Frau Anfangsjahr zu mir gesagt, Dominik, dein Bauernhof, deine Landwirtschaft ist dein Götz. Es ist dein Gott. Du betest ihn an, du ziehst Anerkennung. Ist nicht so nice, wenn deine Frau dir das sagt. Aber weißt du, wie recht hatte sie? Und dann auf diesen Altar zu klettern, möglichst schnell. Und nochmals das abzulegen und zu sagen, ich will kein Götzendiener sein. Ich will diesem lebendigen Gott dienen mit allem, was ich habe. Und ich möchte bereit sein, morgen alles aufzugeben. Das ist wahre Freiheit, liebe Freunde. Das ist die wahre Freiheit des Lebens. Ich weiß, wenn du dein König deines Lebens sein willst, dann tut es mir leid, dann wirst du mit der Zeit ein lauwarmer Christ und irgendwann suchst du dir ein paar Ausreden und denkst, ja, was sind denn das alles für leidenschaftliche Leute, weil du dein Gott bist und das Leben eines lauwarmen Nachfolgers von Jesus ist der größte Scheiß, den du dir vorstellen kannst, weil die Leute sehen das und denken, was ist das für ein Leben, es ist einfach nicht schön, es hat keine Power. Es hat keine Leidenschaft. Es hat keine aufrichtige Nachfolge. Ich möchte euch so einladen, dieses Feuer des Geistes zu umarmen und es braucht nichts anderes als ein Ja. Da, guten Morgen, Heiliger Geist, komm bitte und nimm alles ein in meinem Herzen. Weißt du, dass er den ganzen Weg gemacht hat, dass du einfach sagen kannst, du kannst mein Leben haben. Und diese Salbung und dieses Feuer des Geistes wird dein Herz beim Brennen behalten. Wir wollen brennen für diesen Jesus. Versteht ihr? Habt ihr gestern gesehen, Arsenal, Gabriel Jesus? Ein Jahr musste er unten durch. I belong to Jesus. Es ist die Zeit hinzustehen. Wir schämen uns nicht für das Evangelium. Hey, jeden Abend in der Freiheit einzuschlafen. Keine
Hey, jeden Tag eine Freude im Herz, am Morgen aufzustehen. Heute Morgen, 4:30 bin ich auf, musste noch Mist laden zu Hause. Wir hatten noch den Kompoststreuer eingemietet, musste noch schnell GPS auf der Ganzpflanzensilage den Mist ausstreuen. Es war, Ben war bei mir und hat mitgeholfen. Es war ein strahlend blauer Himmel. Sternen hast du gesehen. Und es wurde mir wieder klar, Klagelieder 3,22, jeden Morgen ist seine Gnade taufrisch. Sie ist lebendig. Hey, versteht ihr? Du kannst mir sagen, was du willst, wir dienen nicht einem toten Gott. Wir dienen einem Gott, der Leben bringt. Ein Gott, der es liebt, Sünden mit Gnade zu überwinden, Freiheit zu schenken, dämonischen Mächten die Schranken zu weisen. Und wir sagen, raus, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Wir wollen mit dem Tod nichts zu tun haben. Wir wollen mit dem Leben etwas zu tun haben. Versteht ihr? Ich glaube, dass der Heilige Geist eine Einladung hat für uns. Und es kostet dich alles. Es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Sorry, so ein dummer Satz. Es tut mir leid, nein. Nein, ich meine es genauso, wie ich sage. Es kostet dich freaking alles. Ich gieße den Rot wie über alles. Ihr habt euer Leben vor euch. Ihr habt so viel Gutes noch vor euch, das der Vater geplant hat. Ich möchte noch zum Abschluss eine Bibelstelle lesen, die ich einfach aufs Herz bekommen habe, um euch noch mal ein Bild zu malen, um was es geht. Bevor wir in eine Zeit gehen, wo wir dieses Feuer empfangen. Offenbarung 5 heißt es ab dem Vers 1. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber stellt euch das vor, aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Johannes sagte ab Vers 4, da weinte ich, weil niemand finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagt zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Die Szenerie schwenkt ab zu Vers 6 und du denkst, was kommt jetzt? Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Kolosser 1, 18 ist dieses Herzensthema, dieser Jesus First. Dass er in allem der Erste ist. Ich bin der Erste, der auf diesen Altar kniet. Ich brauche eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. So kraftvolle Worte. Was mich seit Jahren begeistert bei Dominik, ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern sein Vertrauen, dass der Heilige Geist
echt ist und wirklich immer wieder wirkt. Und darum möchte ich jetzt in einen Moment hineingehen, wo wir wirklich den Heiligen Geist wirken lassen. Die Bibel sagt, dass der Vater im Himmel uns nichts Falsches gibt, wenn wir ihn einfach um den Heiligen Geist bitten. Und das kannst du jetzt machen, das kannst du dir einplanen für heute Abend, für morgen früh. Strecke dich aus, dass der Heilige Geist in deinem Leben mehr wirkt. Und der Heilige Geist nimmt gerne mehr Raum ein. Wir haben hier noch ein Video von einfach ein paar Impressionen vom letzten Jesus First Camp. Ich segne dich, dass der Heilige Geist auch dadurch und durch alles mehr Raum in deinem Leben gewinnt. Also ich habe in der Session erlebt, dass Gott wirklich zu mir gesprochen hat und mir alle meine Ängste und die Furcht vor der Zukunft genommen hat. Du läufst nicht mehr in deinen Sünden. Du läufst nicht mehr in deinen Fehlern. Sondern wir Christen, wir gehen auf der Gerechtigkeit, Gnade, Güte, Treue, Geduld Gottes. Mein Weg ist geebnet von Gottes Gerechtigkeit und Güte. That's my path. Ich habe vielleicht nicht den schönsten Vater gehabt, der echt nicht schön zu mir war. Der Verhalten war echt nicht gut. Ich durfte ihm aber einfach vergeben. Ich durfte meiner Mutter vergeben für das, was sie mir angetan hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe da voll erkannt einfach darin, so wenn der Herr mein Hirte ist, bin ich auch gar nicht alleine. Ich bin zwar in der Herde voller Schafe, aber so er ist trotzdem der Hirte und er führt mich. Diese Lüge abzugeben, zu sagen, hey, ich bin alleine und keiner versteht mich, aber da ist ein Hirte, der kennt die Schafe besser als alle anderen. Und das war einfach sowas, wo ich gemerkt habe, hey, okay, krass, ich habe ja den Hirten und warum schauen wir nicht viel öfter darauf, dass es ja wirklich jemanden gibt, der einen zu 100% versteht.